Goedemorgen. Ik begrüße jullie para allemaal in naam Jezus Christus. Es war gut, von der Samarias rüberzukommen und Gott sein Wort zu predigen. Und mich freut das, ich vertraue, dass wir viel angeschaut haben, um von Gott zu hören von der Samarias. Und mein Verlangen ist auch, dass die wollen von Gott hören. Nicht von mir, aber von Gott hören. Dass Gott wird durch mich reden von der Samarias zu hören alle. Ich will anfangen mit der Botschaft, weil ich ein klein bisschen was Bekanntmerkung zu betonen. Ich weiß, da sind hier wieder vorbeigedreht, die meisten von denen wollen die vielleicht alle gelesen haben und gesehen haben, aber ich will bloß ein bisschen betonen, was unser Missionsboard im Sinn hat zu tun, wo die wollen proben, andere Menschen Mut zu sprechen und wo wir können beifoten mit ihnen, um die zu helfen. In Almer ist ein Shelter und die fehlt dort an freiwillige Helfer, um danach der Nightschiff dort zu schaffen, dort zu helfen. So, wenn die Zeit haben und die haben Verlangen, wo bitte foten, hier ist eine gute Gelegenheit, dass die wollen freiwillig ihnen angeben, dass die wollen wollen sein, dort danach zu helfen. Das ist nicht jede Nacht, was entweder an wem fehlen wird, aber bloß, wenn die wollen wollen sein und bereit sein, ihnen nun dort zu lassen, dass wenn dort an wem fehlen wird, dass sie ihnen wollen anrufen dafür. So, die Information wird hier angegeben, und da ist auch angegeben, wenn die wollen nicht sind dort, dann geht noch an die Kirche-Website, lighthousegosspel.ca/missions. Das ist die Information angegeben, wo ihr kann die anrufen und die Nummer dort zu laden. Das Phonennummer ist 519-852-7285. So, das ist das Phonennummer, was ihr kann phone, wenn ihr wollen, die beim Phone entbeiten laden, und die Nummer dort laden. Und dann noch einer zwei, was sie auch im Sinn haben zu tun, die ältere Menschen, die in der alten Hammer sind, die sozusagen, die können nicht rühren, die können nicht besuchen und so weiter, die sind nur mutlos, die fehlt dort an Mut. So, sie wollen proben, die Mut zu sprechen, vielleicht mit wenn die Kinder oder auch die Erwachsenen, wenn die wollen, die vielleicht ein bisschen eine Note schreiben, und vielleicht Schriftstellen dann abschreiben, sein, dass die angedacht sind im Gebet und auch mit, die bloß vielleicht ein bisschen eine Note schreiben und beten lassen, dass die an ihren Denken tun. Und das kann je ab Englisch tun oder ab Deutsch. Aber ein Teil verlangen wir meistens vielleicht, wenn wir das ab Deutsch wollen tun, will sie noch eine Männerlodge, da wollen sie auch diese Noten heranbringen. Die älteren Menschen, das sind viel Deutsche, die da sind, die wollen das vielleicht viel rechnen, wenn es dann ab Deutsch wird. So kann ich das vielleicht ab Deutsch tun und dann die Kinder bereden, sie können vielleicht Bilder malen in die Taschen und dann mit einer Note beschreiben und endlich schicken. Und das kann ich bei Richard und Prim Kazuli in Mailbox nachschmieden, die Noten. Und die Frauen, als die das wollen, 5 Wochen 13 tun. Und dann wollen sie die da heranbringen. Und ich glaube, da wollen sehr viel Mutfing da an, dass sie wollen weiten, dass da sind so noch, was da wütend sind, was da an ihren Denken tun. So, hier haben wir eine Gelegenheit, ein Missionswerk zu tun. Wenn wir auch eben nicht viel tun können von der und auch, in dieser Zeit, wo wir sind, aber das ist eine Zeit, wo wir können andere Menschen, die ältere Menschen, Mut zu sprechen. So, ich würde Ihnen zuhören, dort, bei den Kindern, vielleicht ist selber teilnehmen da an, das wird viel wert sein. So, Dankeschön dafür. Und dann werden wir übergehen noch an die Botschaft. Ich habe mir von der Samarias ein Thema gewählt, gegeben, die Foljen von unseren Entscheidungen. Die Foljen von unseren Entscheidungen. Und ich dachte an die Frage, was Gott den Israeliten geben wird, was Moses geben wird, was soll den Israeliten geben, was für mich sozusagen sehr wertvolle Frage ist. Und das ist 5. Mose 30, Vers 19. Hier gibt er an diese Frage, sagt er, ich gebe ihnen von der wohl, ob die leben oder Tod haben wollen, ob die den Segen oder den Fluch haben wollen. Und ich kriege den Himmel und die Erde, dass sie sollen das Segen sein. Und dann sagt er, das steht, ich leite, was er hier sagt, dass durchwegen will jünd leben. Wenn jünd in jüne nu kommen, wird gut gehen. So, er sagt hier, du noch ausgegeben worden wählen, wird das gut sein für jünd, nicht bloß für jünd allein, aber auch für jünd nu kommen, wird das gut sein, das endlich wird gut gehen. So, ich habe hier, dass Gott überjeft dort, dass sie kann selbst wählen, was sie wollen tun. Aber er stellt hier an, er sagt, die eine Seite ist ein Segen, und die andere Seite ist ein Fluch. So, er sagt, wählt jünd, was sie wollen tun. Und er sagt, aber er hat dass sie wollen leben, sich wünschen, dass sie wollen den Segen
wählen zu tun. Dat du wegen wilt je leven. So dat is zijn rood voor ons. En ik geloof dat wordt voor ons vandaag en dag krijgt zo nodig nog zijn en jährlich zijn voor ons ook dat God wil hebben, dat wij zullen ons den Segen wählen. En er staat een vloeg. Leven en er staat dood. So dat is waar ik met je wel van deze morgens van reden. En we merken jede dag Entscheidungen. Maar we uitgaan doen jede dag, wenn wir abstunden zum morgens, dann merken wir uns Entscheidungen, was wir wollen den Tag vielleicht tun, oder was einmal wir im Sinn haben, im Plan haben für den Tag. Dann merken wir uns vielleicht erst zum morgens, merken wir uns sozusagen all Plans, was wir wollen tun, was der Tag soll für uns bringen. Und was merken wir für Plans? Oder noch was reichen wir uns erreichen, wenn wir Plans merken tun? Noch was reichen wir uns? Reichen wir uns tun, noch was anstatt was am Golden tun, oder für den Nächsten, oder für unsere Zukunft sogar, da wir dort bedenken, als das was ein Fluch oder ein Segen bringt, oder wo do wir planen, wodurch merken wir unsere Plans, nur was reichen wir uns? Ich glaube, das hat viel zu tun mit wo wir unsere Entscheidung merken tun, als wir ein Verhältnis haben mit Gott. Du noch, als wir ein Verhältnis haben mit Gott, du noch, glaube ich, da wir unsere Entscheidungen merken. Ich weiß für mich, ich weiß, dichter wie ich bei Gott sein, du noch merke ich meine Entscheidungen auch oftmals. Und wenn ich nicht sehr dicht bei Gott sein, dann merke ich einmal sehr anweise Entscheidungen, wo ich Luther dann mit unterliegen. Und ich weiß für mich erst dort Gott, wenn ich erste Samarias da, wenn ich Zeit nehme da, erste Samarias, ich nach der Arbeit fahren da, wenn ich mir Zeit nehme da, mit Gott, in Gott sein Wort wird gelesen und dann zu Gott mich von dort unterholen. Und dann habe ich andere Gedanken, als ich Wort habe, wenn ich das nicht tue. Dann habe ich Gedanken, was Gott mir gegeben hat für den Tag. Dann habe ich erst da saß noch in meinem Kopf, dann spätestens dann in meinem Kopf das Ladigste. Als er irgendwas alle andere tägliche Sorgen in meinem Kopf sind, dann kann ich mir bessere Entscheidungen merken. Dann ist mein Kopf noch ladig. Und ich weiß, für mich, ich kann das beste Samarias, erste Samarias, kann ich das beste konzentrieren, weil mein Kopf noch ladig ist. Ich weiß, Menschen sind verschieden. Einige Menschen, die können das beste melden den Tag, durch den Tag, wenn sie durch den Tag gehen, dann können sie Zeit nehmen, können sie fern konzentrieren, was sie wollen für Entscheidungen merken. Andere Menschen, die können das beste so wissen, wenn sie sich Arbeit haben, wenn sie stüß sind, sich durchsagen, dann können sie klar denken, was sie dann für wieder wollen entscheiden. So, Menschen sind das verschieden, das ist ein Don't. Einer der kann zum Morgen später, der andere kann zu Oben später oder durch den Tag, wo immer das ist, wo die das beste Kost Entscheidungen merken. Ich glaube, das hat zu tun mit dem Verhältnis mit Gott zu Gott lassen. Und ich weiß, ich gleich das sagen, wo wir von lesen von den König David, was er doch von Gott. Wir wissen, der hat auch einige nicht so welche Entscheidungen gemerkt in seinem Leben, aber er hat einen großen Verlangen, mit Gott zu gehen, allgemein. In Psalm 63, Vers 2 sagt es, steht, oh Gott, du bist mein Gott, den ich seeg. So heißt es, du bist mein Gott, den ich seeg. Einzige Übersetzung sein, tidig seegt ich nur die. So er hat eine Zeit, wo er am Segen der tidig, vielleicht tidig Samarias. Er sagt, meine Seele darf nur die. Mein Körper hat ein Verlangen nur die. So als uitgedredet Land nur Wutter haft. So hat er das hier verglichen mit einem uitgedredet Land. Und wir weten, dass wenn das ein dreht Land ist, wenn das regnet, das trinkt viel Wutter an. Und so hat er mit dir verglichen, er sagt, sein Körper darst nur Gott, so als ein uitgedredet Land, nur Wutter darst nicht. So das ist, ich glaube, ein gutes Bild, und zu denken, dass wenn uns Verlangen so groß wird, als sein Verlangen ist nur Gott, dann würden wir, ich glaube, auch andere Entscheidungen merken, als wenn wir bloß denken an, wo wir für uns selbst sorgen wollen und was wir utkriegen tun und so weiter, nicht Gott damit enthalten. Und so er hat den Verlangen, tidig Samarias, und er hat seine Gedanken auch bei Gott zu oben, oder danach. Er sagt in Psalm auch 63, wenn wir übergehen, Vers 7, sagt er, wenn ich zu Bad gehe, denke ich an die. So er sagt, wenn er da gestärkt wird und sich ihr Schrei gemerkt hat, haben Gondolein, er ging zu Bad, er sagt, dann wird seine Gedanken an Arm, dann denke ich an die. Und dann sagt er wieder, und wenn ich danach wacker lege, denke ich an die. So sogar danach, wenn er im Bad wird und er kann nicht schlafen, dann werden seine Gedanken an Gott, dann dachte er an Arm. Legst du danach noch mal wacker? Wo ist das bei dir? Schlafst du danach hier? Ich weiß, ich kann einmal auch schlafen danach. Viele Nachten kann ich danach schlafen, dann lege ich einmal auch wacker und denke an verschiedene Dinge, aber oftmals sind meine Gedanken dann wieder Arbeit.
was ich da will tun oder was ich getan habe in Feriendagen und so weiter. Aber David sagt, seine Gedanken werden an arm. Er hat seine Gedanken an Gott. So würde es nicht fern sein, wenn wir auch einmal reden, wenn einmal wir wacker werden und wir Zeit haben, dass wir dann kurz dachten an Gott, wo kann ich den ehren, wo kann ich für arm leben, wo kann ich Entscheidungen machen für arm und so weiter. Ich glaube, das wird sehr verschlagsam sein und sehr gut sein für uns Leben. Nicht bloß für uns, aber auch für uns Nachkommen, für allen. Und er sagt in Vers 8, willst du mein Helfer bist, sing ich im Schatten unter deine Pflichten. Das ist ein gutes Bild hier, im Schatten unter deine Pflichten, im Schatten unter Gott. Und er Gott seine Pflichten, dort zu sein. Das ist ein sehr gutes Bild für mich, nur zu kicken, den Weg. So, ich glaube, wenn wir so ein Verlangen haben an Gott, ich glaube, wir würden oftmals andere Entscheidungen machen, als wir tun, wenn wir nicht Gott im Sinn haben, nicht in unsere Gedanken haben. Und dann würden wir oftmals viel den Sehen kriegen, aus was wir uns wählen, zu tun. So als er Rot geben zu sein Volk, dass er wird Rot geben, dass sie sich sollen den Sehen oder das Leben wählen zu tun. Das war heute ernst sein. Er sagt, du wählt nu Leben. Das wird sein Rot wird verehrt. Und da steht, dass sie den Fluch wollen kriegen, dass sie selber wollen den Sehen kriegen. So er sagt, ich gebe ihnen von der wohl, ob je den Segen oder den Fluch haben wollen. So das wird er vergeben, dass er lehrt das fair, und je kann wählen, was je wollen. Und ich glaube auch, würde es sein, dass das, was sie sich wählen wollen, das wird nicht bloß verehrt sein, verdammt und vernü, aber das sagt auch, dass die nur kommen, dass was gut gehen. Dass die das wollen, gut haben, dadurch, was sie sich wählen tun. Ich glaube, das sind ganz gute Gedanken, über den war ich nur zu denken, dass vor allem wir uns von der wählen tun, da wird eine Zukunft sein, wo unsere Nachkommen wollen von gesehen worden dadurch und wollen in Sehen erregen oder ein Fluch. Gleich tun, was wir uns wollen wählen zu tun, wo wir die Entscheidung machen wollen. So, er hat uns den Rot geben. Er sagt, deswegen wählt ihr leben. Das ist woran. Er hat Tauroden, wählt ihr leben. So, ich habe sein, Gott gibt den freien Willen zu wählen. Er möchte wohl nicht verehrt. Er sagt, je sollen ihr wählen von der, was die wollen. Er sagt nicht, dass ich die wohl bei mir für ihn, ich will ihn bematten, die sollen so oder so wählen. Er gibt den freien Willen, wählt ihn. Was die wollen ihr wählen. Und ich glaube, dann wenn ich erst glaube, mit uns von der nach gleich so, wie kann uns wählen, jeden Tag, was wir wollen, wo wir wollen leben und was für eine Entscheidung wir wollen machen. Und dann, wo wir dann auch entweder einen Segen oder einen Fluch kriegen in unserer Zukunft. Ich glaube, oftmals beschaut wir die Dinge, was wir uns entschlüten tun, was wir uns wählen tun, wenn wir drei Kicken tun, dann denken wir uns mal so, wenn ich jetzt eine andere Entscheidung gemacht habe, dann würde das anders sein mit meinem Leben. Dann denken wir vielleicht drei und denken so, wenn wir noch einmal können, das darf ich merken, da würde ich das anders tun. Aber wisst ihr was, wie kann ich, was in der Vergangenheit ist, was der vorbei ist, das kann wir auch nicht ändern. Aber wir können vorwärts kicken, nur wahre Entscheidungen machen von der, für morgen. Und da war das dann, wo wir dann auch dort kriegen, was von der Entscheidung wir uns von der gemerkt haben. Der wird in der Vergangenheit gemerkt, dort ist vorbei, dort ist tot. Das können wir auch nicht ändern. Aber wir können von der nach wahre Entscheidungen machen. Und das der Schrift bloß sein, das ganz klar, der Schrift sagt dort in Galater 6, Vers 7, tut nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. So hier hat dort verglichen mit einem Ernten, mit einer, was der säen, der mit einem Former zum Beispiel vielleicht. Er sagt, was die wollen säen, wo die auch ernten. Und er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Wir wollen nicht zu Gott sein, ich habe das hier gesät, nu will ich gern ernten. Das wird nicht getroffen. Gott lässt sich nicht spotten. Ich kann den Redner mal reden von dem Wort, Gott lässt sich nicht spotten. Das wird auf Englisch sagt, God will not be mocked. Er sagt, wo kann wir Gott spotten? Und er sagt, einfach wieder, wenn wir von Gott hören, wenn wir dann was reden. Und so das ja dann so, wenn er von ihm wird hören, dass einer sagt hans Wort und einer das bis,
dat wir so te ziet schuiven. En ze merken loten is van dat houdt je niet aan wat die zijn is. En ik dacht, dat wird vielleicht ein gutes Bild, den war ich nur zu denken, dat ernst nehmen, was Gott sein dat. Wat een mens zegt, wat hij ernten, dat blijft zich gelijk. Wat het wat zijn, entweder goed oder schlecht. So dat je dan eenmaal so dat de mensen sogar Gott dan de schuld geven dan, voor de ernt wat einer dan krijgt. Für was einer gesagt hat, dann geben sie Gott die Schuld und sagen sie, wenn Gott wirklich so ein Leben tut, ja Gott wir, so ein guter Gott wir, dass die Menschen einmal sagen, dann würde das nicht kommen lassen in mein Leben. Aber das ist sein, das. Wir wollen arten, was wir wollen sehen, so das ist unsere Schuld, das ist nicht Gott seine Schuld. Er hat uns das gesagt, das wird am Anfang lesen, er hat uns den Rot gegeben, was wir uns wählen sollen, die Entscheidung, was wir merken sollen, entweder ein Fluch oder ein Segen. So das ist nicht Gott seine Schuld, wenn wir wollen einen Fluch ernten, wenn wir wollen eine schlechte Ernte kriegen für unsere Entscheidungen. Du kannst wir nicht Gott für die Schuld geben. Gott hat gute Dinge am Sinn für seine Kinder. Nur die sehr bekannte Schriftstelle, was wir fertig hier und dann noch fertig brauchen, dann wenn wir uns wollen Mut geben oder einen anderen wollen Mut sprechen, dann brauchen wir Jeremia 29 Vers 11, sagt er, ich habe das Gott übergedacht, sagt der Herr, in wat ik voor jullie geplant heb, als vrede en Erfolg, nicht Schulden. Ich will jullie in de toekomst een hoopning geven. Dat is wat God zijn willen en verlangen is voor zijn kinderen. So hij heeft niet een verlangen dat we worden Schulden ernten. Hij heeft een verlangen dat we worden een goede toekomst krijgen. Een hoopning, een goede hoopning voor onze toekomst. Ik glaube, wenn wir Gott wollen, jedes Mal als Frauen, was ist das, was die wollen haben von mir, von dir, was ich soll für eine Entscheidung machen, dass ich eine gute Zukunft kriegen, du nur aus den Wellen wird sein. Ich glaube, dann würden wir einmal, dann würden wir uns anders wählen, tun, als wir vielleicht einmal tun, wenn wir gleichaltig tun und Gott damit anteilen, mit annehmen. Kijk so, als Jeremia auch sagt, zu den Menschen in Jeremia 33, Vers 3, Gott hat gesagt, Frau mir, dass ich die sein kann. Ich will die Großartigkeit und Verschlossenheit offenbaren, was du noch nicht verstanden hast. So er sagt hier, wenn die wollen anfragen, er wird die große Dinge offenbaren. Große Dinge. Aber das mein anfragen. Frag mich, sagt er, dass ich die sein kann. So ich glaube, habe oftmals einen großen Verlangen, seine Kinder zu sein, was er will haben, was er sollen tun, was irgendwo zum Guten sein. Nicht, dass das Schulden sein für ihn. Dann checkt er vielleicht einmal, was wir für Entscheidungen machen, und denkt er so, oh, aber wollen die doch wohl eine andere Entscheidung machen. Ich dachte, wenn wir nochmal unsere Kinder beobachten, dann wenn wir sein, dann machen vielleicht anweise Entscheidungen, die wählen sich was Dinge, wo wir vielleicht halt dann gewahrt sind, wir haben das all belebt, wie kann das krass sein, was für Schulden bringen, dann denken wir uns so, oh, aber wenn die die Entscheidung nicht wohl merken. Da doch lieber, was ist das willst. Ich sage all gewahrt, wir haben das all durchgelebt, wie kann das nicht sein, was von Schulden das bringen kann. Und ich glaube, so wo das Gott einmal vielleicht auch zu uns. Ich kicke vielleicht und denke so, wenn du die Entscheidung nicht merken willst, das wird Schulden bringen. So ich glaube, das ist neidig, das ist gut, wenn wir den Rot annehmen und auch sagen, verrät mich, dass ich die kann sagen, was die so tun. Ich weiß von mir, wenn ich mein Leben mit der Linke wenn ich in der Vergangenheit angucke, dann kann ich irgendwann sein, wo ich auch die Entscheidungen gemerkt habe, wo ich durch die Entscheidung, was ich gemerkt habe, vielleicht habe ich dann auch eine Art gekriegt, was ich dann Luther mit ausleben. Was in meinem Leben ist, dann denke ich so, wenn ich das anders gewählt, wenn ich mir andere Entscheidungen gemerkt habe. So die Schrift sagt ganz klar, dass wir können uns wählen, was wir wollen sehen. 3. Galater 6, Vers 8 sagt, dass wer das sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. Wer aber sät, den Jäst zu gefallen, wird vom Jäst das ewige Leben ernten. So hier ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Wohlen, was wir uns merken wollen. Wenn es am Fleisch ist, das wird verdorben sein, wo wir verdorben ernten. So, ich glaube, das von Unterschied merken, dass du nur, was wir versucht sein, tun, wo wir ernten. Weet je, wenn ich von dir eine Ernte kriege, das meint du nicht, dass das nicht alles zu laut ist mit meinem Leben. Ich habe was Schlechtes so gesagt und ich wollte eine schlechte Ernte kriegen dürfen,
das meint wir nicht, dass das nicht zu lot ist. Einmal dann hält er vielleicht still und kijkt dann in seine Vergangenheit nach. Und dann wird einer ganz anmutig und denkt so, das ist meine Schuld, ich weiß das, ich stehe da tau, aber nicht so, das durchmerken, wo kann ich das durchmerken? Dann wird er ganz mutlos und dann fehlt ihm Hilfe und Trost und dann weiß nicht sogar, wo er dann wieder gehen soll. Weil einer läuft, was das wird sein, das wird er gesagt hat, das wird er auch arten und all dort. Wo kann ich dann wieder gehen? Dann wird er so mutlos, dass einer dann mit dem Stallstuhl vielleicht bleiben, das sogar. Aber, weißt du was, das meint wir eigentlich, dass das nicht alle durch ist in seinem Leben. Wir können an denken, dass wir von hier vorwärts, von der können wir uns nur wohl merken, dass wir in der Zukunft eine gute Art kriegen. Wir können gute Zeit sein und dann vorwärts gucken, dass in der Zukunft, wo wir Serien ernten. So, das ist das gute Ding, was wir können haben, dass wir immer vorwärts gucken und sie denken, ich will von hier wieder andere Zeit sein, ich will andere Entscheidungen merken. Wir haben ein Live-Tool, ja, barmherziger Gott, der dort sehr geduldig ist mit uns, der uns helfen wird, in alle Wege, in alle Tiden hilft er uns noch sogar. Und wir haben die Entscheidung gemerkt, über hier ist er wirklich in Reit uns zu helfen. Und das ist ein Live-Tool, ja Gott, was wir haben. Hebräer 4, Vers 16 sagt, dass deswegen, weil wir voll Vertrauen um die Gnadenthron gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit. Weil je kriegt der rechte Zeit, die Zeit, wo uns das ganz nötigste fehlen wird, wann uns Hilfe nötig fehlen wird, sagt Paulus hier. Und das ist gut zu weiten. Und auch in Psalm 26, Vers 4 sagt es, willst du Haar bis Gott und Reid zu vergeben und hast eine Treuheit gelebt für all die anrufen. Und das ist uns Gott, den wir dienen. Er ist leibtulich. Und er ist treuhartig und er ist bereit, uns zu helfen, wenn wir an anrufen tun. Und das braucht, dass wir anderen anrufen tun. Nicht bloß still sein, denken sie, ich kann das allein und dann bis mit einem Stillstand bleiben. Sie denken, ich kann nicht wieder. Und ich würde auch tauroten, dann, wenn wir bei dir gekommen sind, wo wir vielleicht nu weiten, nu die Entscheidung gemerkt hat, als Talot, aber weil wir wegen vorwärts kicken. Vergeten, was da hingelegen wird und dann vorwärts kicken. Das ist Paulus auch da. Wir weiten, der Apostel Paul, der hat verschiedene Entscheidungen gemerkt, wo er Lothar ein Leidsein eben hat. Er wieder nicht sehr Freude mit der Entscheidung, was er gemerkt hat, aber er deut nicht, dass er du immer beblieben deut und beschudert immer und wird anmutig und so wieder. Er sagt in Philipper 3, Vers 14, 3 Vers 13, Brüder, ich sehe mich nicht dafür an, dass ich das all zu holen habe. So, ich glaube, er sagt hier, ich will das nicht sagen, dass ich glaube, nu habe ich das alle ausgefigert, ich bin nicht perfekt. So, er sagt, ich sehe mich nicht dafür an, dass ich das all zu holen habe. Aber eines tue ich vergeht, was hinter mir liegt. So, die Dinge, was er in der Vergangenheit getan hat, was er gewählt hat zu tun, er sagt, ich vergeht davon. Dort, was hinter ist, das vergeht ich. Und dann sagt er, ich reich mich aus nur dort, was für mich ist. So er hat sich die Entscheidung gemerkt, er sagt, dort, was hinter mir ist, was der Talot ist, was ich auch nicht kann ändern, da will ich von vergeten. Dort, wo ich hinter mir loten, da will ich vorwärts kicken, dass du vorabkommen nicht. Er sagt, ich reich mich aus nur dort, was für mich ist. So er streicht aus in der Zukunft, was der Verarm wird, dass er wird andere Entscheidungen machen, dass er wird eine gute Zeit kriegen, eine gute Art kriegen. Er sagt in Vers 14, ich gehe ab dort Ziel los, den Preis zu kriegen, wozu Gott mich vom Himmel in Christus Jesus berufen hat. Ab den Ziel gehe ich los. Nicht, dass er wird stillstehen und dort beschoden und einmal jammerieren über die Entscheidung, was er in der Vergangenheit gemerkt hat. Und ich glaube, gleich wie auch. Wir brauchen gleich mutlos sein und sie denken, nu ist es bei mir ganz stark, ich habe das getan und das ist vorbei. Leider vergeten davon, Gott ist gnädig und barmherzig, uns zu vergeben, uns zu helfen und sagt, go vorwärts. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen guten Plan für dich. Und dann sagt er in Vers 15, alle, die wir all vollkommen im Glauben sind, sollen solche Sonnen sein. So er sagt, all die, die vollkommen sind, die vielleicht auch viel Erfahrung gemerkt haben und so wieder, er sagt, die sollen gleich den selben Sein haben. Die sollen solche sein. Und sagt er, und wenn die in irgendwas anders denken, Gott wird ihr auch daran dort nach offenbaren.
So er sagt hier, wenn jeder noch nicht han belebt, angesehen, die wird noch bei kommen, er wird das auch noch zu sein geben, dass jeder wird ansehen, dass die auch von seinen Gedanken haben, es dort. Einige Menschen haben das noch nicht belebt, haben das noch nicht erfahren, der hat noch nicht diese Gedanken, was Paulus hier sein wird. Aber er sagt, hey, wenn irgendwer anders gesagt ist, wenn irgendwer was anders denken, der Gott wird ihn dort durch offenbaren. Dass sie auch wollen, die Gedanken kriegen und den Verlangen kriegen aus das. Weil Gott hat so viel Gutes im Sinn für uns. Und das ist ab zu uns, ob wir uns das wählen tun oder nicht. Gott hat einen guten Sinn, einen guten Plan für uns. Gott hat so viel Gutes getan für die Völker, für die Israeliten, als er in Ägypten bringen wollte, als sie in der Sklaverei waren, sie waren davor, sie konnten nicht los, aber Gott brach ihn und brach ihn in ein Land nehmen, was sie können kriegen, wo sie nicht für geschafft hatten, und brach ihn in das gute Land nehmen. Und wir lesen davon, als Jesua der Lehrer geworden war, er hat ihn gebracht in das Land, und einen Tag dann hat Jesua sich gewählt, er will ein Meeting haben mit den israelitischen Menschen, mit all das Volk und der Lehrerschaft und so wieder. Und er kriegte alle Taub und hat da einen Taub kommen mit ihm und hat sich dann in Erholung und will Jeff und auch gute Rat, was sie sich sollen wählen für ihre Zukunft. Er sagt in Jesua 25, Vers 13, und ich habe ihnen ein Land gegeben, also das hat Gott, was er gesagt hat, ich habe ihnen ein Land gegeben, wo ihr nicht am Mähen brücken. Und steht da, was ihr nicht gebüht haben. Die wohnen dabei in Eten von den Weingarten und den Olivenbäumen, was ihr nicht geplant haben. So hier sagt Gott, ich habe ihnen was gegeben, wo ihr selbst euch für geschafft haben. Das ist eine Gabe, was ich ihnen gegeben habe. Die kann hier von dieser Frucht eten und von alles, was hier ist, kann je von eten umsonst so zu sein. Da habe ich nicht Bruch verschaffen. Ich habe das gegeben. So gut wie Gott zu ernten, er gibt das alle. Was sie nicht mal geplant hatten. Und wir weten auch, als sie in das Land kamen, dann schickten sie 12 Spionen in das Land, haben sie dass das wirklich so gut wie als sie gehört hatten. Und sie, als sie erst kamen von das Land ausspielen, dann brauchen sie eine Frucht mit Trei und Weisen ernten. Das ist die Frucht, was wir gefangen haben. Das ist wirklich so. Das ist ein Land, was von Malch und Honig ist. Und das ist, was von der Frucht davon. So Weisen ernten, das wird ein guter Platz. Das wird gute Frucht werden. Du hast noch mal an der Geschichte, aber das ist nicht, wo ich nu nennen will, aber das ist ein Land, was Gott ihnen gegeben hat, wo sie nicht haben Bruch verschaffen. Und Jesua hat Gott das angegeben, das Volk zu leiden, nur als Gott das wird gefallen, dass sie wollen gesegnet sein und sie wollen fruchtbar sein in ihr Leben. Und er will haben sein Verlangen, wie dass die Menschen sollen alle Gott fürchten und an Arm ehren. In Jesua 25, Vers 14 sagt er, du werden dort nu dem Herrn fürchten, und Arm treu und abrechtig deinen, und trantjünd von alle Jetta. Wenn er hier das wird studieren, dass einer kann lesen, was dass der hat sich sogar Jetta mitgebracht von Ägypten noch, und was sie vielleicht hier nicht sozusagen nüdels dein down, aber sie hat danach beernt. Und er sagt hier, trantjünd von alle Jetta, was jene Verführers und jene Sied von Euphrat in Ägypten gedient haben. Und deint den Herrn. Er sagt, der Jetta, was die beginn haben, der soll die Sied trantjün von dig, und an deint lever den Herrn. Und dann stellt Jesua hier eine sehr wichtige Frau. Mit kriegt dieselbe Frau, was Moses hat fallte dann geben deit. Sie wollen Gott dein oder nicht. Jesua 25, Vers 15 sagt, gefällt jünt dort über nicht, dem Herrn zu dein, dann wählt jünt von der. So heißt er, von der merkt jünt, eine Wohlmerkung, was die wollen tun. Wem die deinen wollen. Der Jetta, was die Futters in jene Sied von Euphrat gedient haben, oder der Amoriter, ihre Jetta, die in der Land je wohnen. Und wenn wir lesen dann von den Amoriter, dort wird ein sehr gottloses Volk, was da unter Jetta anbeten, denen haben viel Jetta, was sich selbst gemerkt haben, da denen sie anbeten und dein, und es steht ein wahrhaftigen Gott. So hier sagt Jesua, wählt jünt, als die wollen, die Jetta, was die Verväter gedient haben,
angebet haben, oder diese Jetta, was diese anbeten, und der Amerita, was hier ist in das Land wären, wo je nu bei wohnen. Und dann sagt er, was ich für eine Entscheidung gemerkt habe. Erst fragt er, sagt er, dort die wählen, wem je wählen dein? Und dann sagt er, was ich gewählt habe mit seiner Familie taub. Er sagt, ich über und die, was in mein Haus gehören, wählen dem Herrn dein. Das ist wohl die Entscheidung, was sich gemerkt hat mit seiner Familie taub. Einer sagt noch mal, so eine Menschen, die hier sind, wenn er kommt, der sagt, as for me and my house, we will serve the Lord. Und das ist eine gute Entscheidung, wenn sich das dort merken. Ich weiß noch, wir wollen auch, wie ich und meine Frau, wir haben uns auch die Entscheidung gemerkt, wir wollen auch diese Entscheidung merken. Aber ich will das nicht abhängen davon, wie uns wirklich alle gewählt haben, unsere ganze Familie, dass wir das können wahrhaftig sein, dass ich in mein Haus, das Haus gehören, und wir wollen den Herrn dienen. So wir beten dafür, dass unsere Kinder, unsere ganze Familie sich wollen, einig sein, dass sie auch wollen, sich ganz den Herrn übergeben und den dienen. Und ich sage Gott Dank, dass er sich allerhand der Entscheidung gemerkt. Und wir kriegen für Weihnachten kriegen wir so einen Plak, was wir an der Wand abhängen, was ein von unseren Kindern uns gemerkt haben, was da sein, dass as for me and my house, we will serve the Lord. Nu kann das wahrhaftig sein, wir haben uns alle der Entscheidung gemerkt. Und das ist eine gute Entscheidung, so eine Entscheidung ist dort zu merken. Das ist, was Josua sagt, was er sich gewählt hat. Und er will haben, die Menschen, das ganze Volk, soll sich auch dieselbe Entscheidung merken. In das Volk, wenn wir wieder lesen, und das Volk hat wirklich eine gute Entscheidung, da sehen Sie steht Vers 21. Das Volk antwortet Josua, wir wollen doch den Herrn dienen. So, da haben sie auch diese Entscheidung gemerkt. Das ist so gut zu hören, wenn ich kann hören, dass die Menschen sich so eine Entscheidung merken, dass es dort. Das hört sich so, dort haben sie vielleicht noch nicht ganz die Entscheidung gemerkt, aber nu ist Josua entweder das Verhalten in den Frauen, wem will ihr wirklich dienen? Dann sehen sie, wir wollen doch dem Herrn dienen. Aber, das zu hören, sie hat dann noch was oft Jetta mank, dann sagt Josua, es steht, dann riemt nu die fremde Jetta ab, was je nach bejünt haben, sagt Josua. Und dretjün hat ganz nur den Herrn. Israel ein Gott. Dretjün ganz nur den Herrn. Was je einmal haben, vielleicht noch ein kleine Dinge vor. Wir sagen, ich habe mir ganz Gott übergeben und alles, aber dann haben wir vielleicht noch kleine Dinge, was wir noch nicht ganz abgeriemt haben, wo wir noch ein bisschen Fuß anholen, was wir noch nicht ganz balanciert sind, abzuriemen. Josua sagt hier, dretjün hat ganz nur den Herrn. Riemt der Jetta, was je nach Markün haben, riemt er ab. Und dretjün ganz nur den Herrn. Und das, was Gott sie verlangen würde, sein für uns auch, dass wir würden wirklich auch wollen sein, alles abzuriemen. Wenn du noch eins hat, was du im Stich legen wird, für die Entscheidung, was wir kennen merken für den Herrn, dass dort nicht wird einen Serien bringen. Da werden wir dort nur sein, weil wir Gott fragen, dass er uns das wird offenbaren und sagen, was hast du noch, was du im Stich legen wird, was ich würde sagen, abbringen, dass ich für die kann, nur folgen und für die leben. Und dann sagt er wieder, dass Josua schreibt sich das alle durch. Diese Entscheidung, was das Volk sich gemerkt hat, er schreibt das durch, dass das würde ein Zeichen sein für die Zukunft. Josua schreibt das alle in das Gesetzbuch von Gott ab. Dann nahm er einen großen Stein und stell den da ab, unter den Eichenbaum bei den Herrn seine Heiligtum. Und seht zu das Volk, check, das Stein steht aus dem See gegen uns, weil er alles gehört hat, was der Herr von dir zu uns geredet hat. Er soll jünd an alles denken haben, omdat die können Gott nicht antrü worden. So das sozusagen, dass Gott, der wird das denken haben, oder hier ist ein Denksadel. Wenn ihr das wollen sein, was hier ist, das Stein, was da abgestellt ist, was da abgereicht ist, das ist ein Zeichen für die Entscheidung, was wir hier gemerkt haben, dass sie immer weiter sich daran erinnern, von der Wohl, was sie hier gemerkt haben, dass sie Gott wollen dienen. So heißt es, das stellen wir durch ab, dass das Stein, da wird uns helfen, denken helfen, was wir uns gewählt haben. Und dann ist die Meeting gestärkt wieder, dann sagt er, dann leitet Josua das Volk gehen, und jeder jenk 3 in sein aufgeholt. So dann wieder denken, das ist vielleicht die letzte Versammlung, was er gehabt hat mit dem Volk, er gestorben ist. Das wird ganz abhängig von seinem Leben. Das wird vielleicht das letzte, was er noch will haben von den Menschen, was er sich sollen wählen.
dass sie sollen diese Entscheidung machen, dass sie sollen wirklich Gott dienen. Das wird ein guter Lehrer, was sie haben. Josua wird ein Lehrer, was er ein Verlangen hat, für das Volk Gott zu dienen, dass sie wollen einen Segen kriegen in ihr Leben, in ihrer Zukunft. Und dann sagt er in Vers 9, finde ich, eine Zeit lang nur das starb Josua. So, gleich lang nur das, als er das hier mit dieser sich mir erholen hat, starb er, wie sein Leben durch. Aber wo dankbar kann er sein, wenn er hier hat, wenn ein Lehrer das Volk durchanleiten hat, dass sie kann Gott dienen, in Gott nur folgen, und dass sie kann gesegnet sein durch die Entscheidung, was sie gemerkt haben. Und das hat zu tun mit ihren Lehrern. Und gleich so wichtig ist es auch mit uns, dass wir auch Lehrer nur folgen tun, was ein Verlangen haben, Gott nur zu folgen. Weil das ist wirklich wichtig, dass wir eine Weisheit sehen tun, nur die Entscheidung, die wir merken tun. Ich dachte an eine Geschichte, was vielleicht mit zu lang sein, die Geschichte ganz zu lesen, aber hier wird ein Lehrer in der Bibel, wo wir auch von lernen können, der heißt Manasse. Das junge Mann, der war König, als er 12 Jahre alt war, und er regieren für 54 Jahre, wird er König für die Israeliten. Aber das wird ein sehr schlechter Lehrer, sehr gottloser Lehrer, der wenigstens gesucht wird, was das Volk lernen am Gott zu tun. Das hat er kriegt das Gegenteil. In 1. Könige 51. Kapitel, Vers 2 sagt, Manasse, der dort, wo den Herrn Schlag gefallen, eift der abschäselige Sitten, der die Völker hatten, wo der Herr von Israel ausgeruht hat. So, wenn wir dessen König mit betrachten, dann wird für 55 Jahre, was König war, aber fängt in sein junges Leben an. Sein Vater wird Hesekia, was für das regiert hat, jetzt verarmt. Und das wird ein Mann, sein Vater wird ein Mann, was gedient hat, nur das Gott hat gefallen hat. Hesekia wird 25 Jahre alt, als König wird, sagt dort. In 1. Könige 18. Kapitel sagt er, Hesekia wird 24 Jahre alt, als König wird, und wir für 29 Jahre der König in Jerusalem. Und dann sagt er, Hesekia deut, was für den Herrn reich war, so als sein Stammvater David getan hat. Und guck mal, was das König deut. Das sagt er, vernicht die Hügel Opferstätten und braucht die Steinmoldol und hakt die Bilder, also die Bilder, was sie anbeten, die falsche Jatta, was sie anbeten, und so wieder, und die Aschira-Dol. Der schlug die bronzene Schlange von Moses, was von Moses gemerkt wird. Es ist die Zeit, wenn das mit den Kirchen, die sogar diese Schlange, diese Worshipping, was Moses gemerkt hat. Das sagt, dann hatten die Israeliten Rückopfer für die gemerkt, also für diese Schlange. Und das wird auch reich. Hesekia, der wisst, das wird auch reich, das wird nicht reich in Gott seine Uhren, dass sie diese Dinge anbeten, in der Dein, in Opfermerken für die und so wieder. So, er braucht alle Dol. Über sein Sehen, der hoffte war das alle drei ab. Manasse, sein Sehen, der junge König, als er anfängt zu regieren, er hoffte all die falsche Jatta war ab. 2. Könige 51, Vers 3 sagt er, büht war der Hügel Opferstätten ab, da sein Vater Hesekia durchgebrochen hat. Und stellt Altoren ab für Baal, also einen falschen Gott, den sie auch anbeten, in der vielen Stellen, wo wir von lesen können. Und mögt ein Ascherbild, also das ist eine kananitische Jatterin, was war abstallen, dass sie die wohl anbeten, und so als Ahab, der König von Israel, getan hat. Und bet all die an, die im Himmel Macht üben, und deiden, also die Stirns und die Monds und alles, den sie anbeten. Und es steht in Wahrhaftigen Gott. So, das ist, was das König tut. Ich will nicht wieder gehen, weil so die Geschichte jetzt nach Natten wieder, ich würde den Pastoren dort mal lesen, wenn wir 2. Könige 51. Kapitel lesen wollen, dann kann ich lesen und antworten, was das für ein falscher Lehrer war. In der Stadt, wenn wir Josua kicken, dann haben wir sein Wort von Unterscheid erst, wenn er so König assistiert und was das Volk anleiten wird. Mögt das Volk
falsche Götter anbeten und dass wir durch seine Entscheidung, was heißt mir an das, weil heute die Menschen, das Volk wohl ran, nur die auch weise Dinge driven. Das hat zu tun mit den Kenning, mit den Lehrern. So kriegst du also von der auch, dass als nur was wir von Lehrern nur Foljen tun. Wenn wir einen Lehrer tun, was uns wird weichdrehen, reden von den wahrhaftigen Gott, dann wollen wir nur noch Ohren kriegen. Und wenn er das getan hat, braucht er viel Schulden in Israel nehmen, mangt das jüdische Volk. So, das ist wirklich wichtig, dass wir uns leiden von den wahrhaftigen Gott und armen Rotfrauen. Und es steht, dass wir uns selbst verloren tun oder gehen und horchen eine falsche Lehre, was uns weichleiten von diesem wahrhaftigen Gott. Dass wir sollen vorsichtig sein, was wir für eine Wohl merken in uns Leben. Sprüche 3, Vers 4 sagt, dass verlot ihr ab den Herrn mit den ganzen Hort und verlot ihr nicht ab den nicht Verstand. Einmal uns nicht Verstand, das schmerzt uns auch an. Wie man uns ab den Herrn verlot, dass er uns wird wiesen. Und denkt an arm und alles, was du das. Und er wird den rechten Weg wiesen. So dass ich ihr soll sagen, dass, wenn wir erst Samaria stehen, arme Rotfrauen, was soll ich für eine Entscheidung machen für dich? Was soll ich tun? Was für eine Wohl soll ich merken? Was da kommt am Gouden dein für mich und für mich nur kommen. Vor allem, dass es kommt am Gouden dein, dass es kommt gode in Segen bringen, gode Frucht durchkommen. So wir wollen gode Rot annehmen von Gott. Weil wir weise sind und Rot annehmen von Arm und dann dünne Entscheidungen merken. Ich hatte von der Morgens meine Bibelvers in sehr passender Vers, was ich dachte, für diese Botschaft, was ich mir gewählt habe, dass wir auch sprechen, 16, Vers 3 sagt da, ewe jef dort den Herrn, was du an der Hand hast, in die Wort dort mit den Plan gleichen. Ich dachte so, wow, das wird, kriegt ich so klar für die Gedanken, was ich gehört habe. Und viel Weg überall, ich dachte an diese Dinge, von Entscheidungen merken, und wo neidig das ist, weise Entscheidungen merken. So ich würde in jedem einen Tauropen auch weise Entscheidungen merken. Wenn wir planen dann irgendwas, weil wir Gott an Rotfrauen oder andere, was da von Gott gelehrte Menschen sind, nur Rotfrauen. Nicht da hochmütig sein und sie denken, ich will mich selbst weiten, ich kann mich wählen, was ich will tun. Weil wir uns lassen sein von Gott gelehrte weise Männer, von Menschen, oder von Gott selbst, nur Rotfrauen. Er wird uns das geben, was uns fehlen wird. Nur sehen wird noch. So, ich will bis hier beloten, weil wir schließen mit einem Gebet und dann, weil wir weise Entscheidungen merken in unserer Zukunft, dass wir eine gute Art kriegen in der Zukunft. Aber noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen am Schluss von der Morgens fertig und wir danken dir, Herr, für den Wort, was wir hier tun, wo dein Verlangen ist, dass wir uns weise, gute Entscheidungen merken, dass wir einen Segen durch kriegen, und es steht ein Fluch. Wir hören dort von, wo du dein Volk den Rot geben willst, was du willst verrot geben, dass sie sich sollen weise Entscheidungen merken, was irgendwo zum Guten dein, dass dort wird ein Leben bringen, nicht einen Fluch bringen. Und wir glauben, dass dein Verlangen ist, von der nachher mal Krieg so zu dienen können, von der uns, dass dein Verlangen ist, dass wir wollen weise Entscheidungen merken, dass wir wollen dadurch eine gute Art kriegen dadurch. Wirst du uns leiden, Herr? Ich bitte, dass du uns für Weisheit geben und dass wir wollen wählen sein, wenn uns an Help fehlen, an Rot fehlen, wenn wir müssen wichtige Entscheidungen merken, dass wir wollen wählen sein, gehen nur deine, was da all für uns gegangen sind, was da weise Entscheidungen gemerkt haben, in Erfahrenheiten gemerkt haben, dass wir wollen wählen sein, in die zu gehen, in Frauen, die nur Rot. Oder dass wir wollen wählen sein, in die zu gehen, die anrufen, nur Rot. Wir wissen, dass du bist ein Gott, was deine Kinder will, Gott Rot geben. Kriegst du als wir, weil unsere Kinder Gott Rot geben, wofür mehr hast du nicht ein Verlangen, deine Kinder zu helfen, wenn der an was fehlen wird. Ich bitte, Herr, dass du uns segnen mit den Entscheidungen, die wir merken, dass wir eine gute Art in unserer Zukunft kriegen. Und dass wir nicht wollen in der Vergangenheit ankicken, wo wir schlechte Entscheidungen gemerkt haben, dass wir wollen zu viel Zeit nehmen und da
treurig über waren und dass wir mit durchkommen, wo wir sogar nicht mal wieder Mut haben, wieder leben, weil die Entscheidung, was wir gemerkt haben, da haben uns durchgebracht, wo wir eine Arend gekriegt haben, wo wir nicht so reich rühren. Und ich danke dir, dass wir sogar durchkommen, die am Halbfrau, und dass du uns dadurch helfen lässt. Du bist ein guter, leibtuliger Gott, was deine Kinder will helfen in alle Städten, in alle Städten, wo wir uns haben gebracht, was wir selbst getan haben. Ich danke dir, Gott, für wer du bist, dass du uns leibtuliger, lieber Gott bist, in dem wir können kommen, alles, was uns fehlen wird. Dankeschön dafür, Herr. Und ich bete, dass du wirst, wenn wir für der Schlüten tun, und wo immer jeder einer sich findet, wo der ist, dass du wirst in jedem einen segnen und beschützen und am Leben und erleben, dass sie würden sich von dir leiden und sie würden dir Segen sein und auch ein Segen sein zu anderen. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.